Niklas Mattei ist 18 Jahre alt und hat ein bizarres Hobby. Weil er leidenschaftlich gerne Falschparker jagt, nennt er sich Anzeigenhauptmeister. Das nenne ich mal einen hochsympathischen jungen Schnaufer, jawohl. Ich finde es gut, dass die Jungen da auch mal etwas für die Gesellschaft tun. Merci vielmals. Das Fahrzeug parkt in der Fußgängerzone und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Wen behindert das jetzt hier? Wir wurden gerade behindert. Wir sind ja da rechts gelaufen und wir mussten jetzt einen Schlenker nach links machen. Ja, das kann es effektiv nicht sein, dass wir da mit Seite haben. Das kann es nicht sein, nein. So etwas brauchen wir auch in der Schweiz. Ja, geschieht Ihnen recht, nicht doppeln. Sicher wieder alles Ausländer gesehen. Okay, kein Schweizer kann man nicht sagen, ist Deutschland, oder? Müssen wir in der Schweiz auch noch einführen? Falls irgendjemand Interesse hat, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ziel ist halt in jeder Stadt und jeder Gemeinde in ganz Deutschland mindestens einen Falschparker angezeigt zu haben. Jawohl, denn es ist einfach ein herrliches Gefühl, jemanden anzuzeigen. Es ist einfach ein schönes Gefühl und schießt Dopamin aus, jawohl. Im letzten Jahr hat er insgesamt 4000 Anzeigen geschrieben. Hier in Gräfenhainchen zum Beispiel habe ich letztes Jahr 32.875 € erwirtschaftet. Allein in der 11.000 Einwohnerstadt hat er rechnerisch schon rund 8% der Bevölkerung angeschwärzt. Jawohl, also bei 8%, da ziehe ich den Hut, Chapeau. Der parkt auf dem Gehweg und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Ich jetzt als Fußgänger hier, muss jetzt einmal drumherum ums Fahrzeug und schon haben wir die Behinderung verwirklicht. Der parkt auf der linken Fahrbahnseite. Fahrzeugstandsnummer 112042, kostet 15 €. Was ich tue, kommt halt der Allgemeinheit zugute. Das schadet zwar dem Einzelnen, der Falschparker, aber die Allgemeinheit, die hat einen Nutzen davon. Jawohl, super, das machst du sehr gut. Toi, toi, toi. Mach weiter so. Endlich kann ich hier mal Props an die Deutschen geben. Weiter so. Viel Erfolg. Danke vielmals und schönen Abend.